Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich habe für 3 Länder eine Stimme gehabt, und zwar für die Türken habe ich eine Stimme gehabt. Dann Kiew habe ich eine Stimme gehabt. Und für Frankreich habe ich eine Stimme gehabt. Und dann, jetzt ist nichts mehr gekommen, die Abstimmung ist abgelaufen und dann nehme ich mir jetzt mal das Recht zum selber bestimmen. Auf Frankreich habe ich nicht so Lust, ehrlich gesagt. Ja, das Land finde ich nicht so geil. Dann, bei Kiew kenne ich mich nicht so aus. Es ist schon recht chillig dort oben. Ja, schwache, ungelernte Infanterie und Fernkampfeinheiten, das ist nicht so gut. Aber ich bin immer lieber der mit der Infanterie geht fighten. Anstatt immer der bei berittenen Bogenschützen könnte. Das herausragende berittene Bogenschützen, ja, okay, komm. Und die Janitscharen-Truppen. Die Janitscharen, das ist noch geil. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich tue mich jetzt schnell beraten mit mir selber und dann schauen wir mal. Wie sehen das geht. Peace. Die nomadischen Stämme der Türken sind auf der ganzen Welt verstreut. Grimmige Krieger, die Weisheit sehr schätzen und die Welt sowohl erobern als auch erleuchten wollen. Entschlossen im Kampf, doch größtenteils unabhängig, sind die Türken ein Volk, das nur schwer zu einem Reich zu einen ist. Ja, da sehen wir schon mal den neuen Ladescreen. Wir spielen, wie ihr gehört habt, Türken. Ja, der Roima Fuzzi tut uns auch ganz herzlich da begrüßen mit seinem coolen Bild. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir sind recht verstreut in unserer Umgebung. Da haben wir noch habt die falsche Flotte gewählt. Flottenverband von Byzanz, also das Byzanz hat ja recht gern gespielt. Wobei, ich habe jetzt schon privat recht weit gespielt mit Byzanz und ich muss sagen, ja, ich hätte es eigentlich echt selber langsam gesehen gehabt. Und ich sehe schon im Vergleich zum normalen Spiel ist jetzt das ein bisschen anders. Eben, da schon mal, die Welt sieht ein bisschen anders aus. Also, was ist das? Warum sehe ich Wien? Warum zur Hölle sehe ich Wien? Gut, da ist Wien. Muss ich das erobern, oder was? Ah, Wien und Konstantinopel. Easy, und was noch? Und wir haben 500 Runden Zeit. Ja, und Wien muss ich einnehmen, und Wien ist doch dort dann auch gewesen. Die Bastion Amis gegen die Osmanen. Das heisst, wir müssen quasi die Osmanen auferstehen lassen. Zuerst mal Byzanz erobern, dann uns da unten ausbreiten bis da runter. Und dann da schauen im Balkan, ob wir auch etwas erobern können, bis wir dann Wien erobern. Das heisst, ich werde in diesem Let's Play probieren, das Osmanische Reich auferstehen zu lassen. Auch wenn ich nichts dagegen hatte, das Oströmische Reich wieder auferstehen zu lassen. Aber eure Entscheidung. Besser gesagt meine dann. Indirekt. Weil ja, Kiew mache ich vielleicht dann mal nach dem. Muss ich schauen, aber zuerst wollte ich mal das ein bisschen machen. Gut, wie starten wir? Ich sehe, das hat sich ein bisschen etwas verändert. Das ist jetzt viel teurer geworden, der Ledergerber. Dafür sind die Häfen viel schneller gebaut und sonst geht es sonst ein bisschen länger, um das Zeug zu bauen. Die Rodung dort ist ein bisschen schneller. Und bei den Einheiten gibt es ein bisschen mehr Einheiten und schneller. Zum Beispiel die Janitscharen-Bogenschützen kann ich schon. Ja. In der Stadt, eine normale Kleinstadt bauen.
Und nicht einfach irgendwie, wenn ich mega viel Zeug gebaut habe. Das finde ich noch cool. Und es gibt ja einen Söldner, aber das sehen wir dann nachher. Gut. Ich mache zuerst mal da am Hafen, ein bisschen den Handel zu steigern. Da werden wir nicht gerade angreifen, weil ihr seht da oben. Also, die Rebellen sind ein bisschen stärker geworden. Nur ein bisschen. Ist eigentlich untertrieben. Also bei uns haben wir gerade da ein bisschen etwas. Dann da vorne ist Heavy. Also, pfuah. Eure Befehle, mächtiger Und Sultan. dann müssen wir zuerst mal ein bisschen eine Armee aufbauen, um die überhaupt besiegen. Das ist ein bisschen der Nachteil von dem Mod. Von dieser Mod. Aber das macht es auch wieder spannend. Es ist der Wille des Sultans. 80%, komm. Aus den Schritten heraus werde ich alles machen. Stockt ein bisschen. Warum auch immer. Brö. Komm schon. Und er hat es geschafft. Tipptopp. Naam, mein Sultan? Ja. Zuerst bräuchten wir ein bisschen Verbündete. Ihr wünscht, Sultan. Und am besten verbünden wir uns gerade mit Kiew. Seid ihr nichts dagegen? So. Mit Byzanz wollte ich mich echt nicht verbünden. Ah. Prinzessin? Ja, easy, warum nicht? So. Baubericht. Wir sind Platz 5. Nicht schlecht. Und machen wir Gewinn? Nope. Das heisst, wir müssen noch ein bisschen das Zeug steigern. Da oben vielleicht auch noch, wenn es möglich wäre. Ein bisschen so etwas. Rodig. Dann Jerevan. Zu Holzburg auf uns. Nein, mal einen Kornmarkt. Und Mossul. Straße. Dann können wir auch noch nicht so viel machen. Du bist schon wieder raus, so easy. Ja, mein Meister. Du könntest eigentlich mal da latschen. Ja, Sultan. Genau. Hier raste ich. Ich bin Diener. Du könntest mal anfangen, das Gebiet zu bekehren. Hätte ich nichts dagegen. So. Nicht Set von Urgenik. Nein, sorry. Schick deinen Abgesandten. Byzanz. Ja, Ja, mein Meister. machen wir schon. Sultan. Ich werde Vormarkt, Sie über das euren ist Willen tipptopp. unterrichten. Steht's. Gut. Scheinbar haben wir ein bisschen zu viele Militäreinheiten, so wie es aussieht im Moment. Ja. Wie sieht es jetzt aus? Gut, das ist auch mein Trick, den ich dann mache. Ich tue meine riesige Flotte, die ich da habe, die ich gar noch nicht brauche, ein bisschen reduzieren. Dann kann ich mich auf Land ein bisschen vorbereiten zuerst mal. Dann würde ich sagen, dass wir da mal ein bisschen die Leute zusammenfügen. Befehle? Genau, und da müssen wir ein bisschen welchen Steuersatz an tun. Türkischer Speerwerfer, auch nicht schlecht. Sultan! Wie kann ich dienen? So. Sultan. Und die Mongolen, genau, sind auch spielbar. Das heisst, wir haben nicht nachher nicht mit dem Spiel nachher plötzlich kämpfen mit mächtigen Mongolen, die irgendwie kommen und einem dissen. Das finde ich super. Ja, den Typ brauchen wir auch noch. Das, was auch noch ist, dass manchmal sehen wir so ein bisschen Chronologie, was passiert da. Das ist eben mittelhochdeutsche Sprache. Ich könnte es schnell durchlesen. Wilhelm der Eroberer wie König von Irland, genau. Das Wort Deutsch bürgert sich in Deutschland ein. Tipptopp. Gut, dann könnt ihr euch da zusammenfügen. Dann schauen wir mal, ob wir gegen die nehmen. Komm.
Schauen wir mal. Weh der Ungläubigen. Die werden uns eh angreifen wahrscheinlich, weil sie stärkere Einheiten haben. Wenn sie es würden besiegen, wäre es auch nicht so schlecht, weil er hätte weniger Einheiten, wo es würde Zoll kosten. Von dem her... Nicht einmal, easy. Und da, ob wir jetzt eine KI finanzielle Unterstützung geben, sage ich nein, die sind recht mächtig jetzt schon. Ja, wir sind immer am Minus. Sultan? Ihr habt einen Vorschlag für mein Gerne Volk? Handelsrecht mit dir. Ich sehe ja, Damit endet Dankeschön. wie ihr wünscht, Sultan. Janitschara-Bogenschütze, nochmal neu. Könnten wir brauchen. kann ich wer marschieren? Meine Augen sind die. Ihr seid nicht mein Kommandant. Es ist der Wille des Die kann ich Sultan. ausspionieren. Vor dem Sultan gibt es keine Geheimnisse. Na, Gut. Was wollen die von uns? Kein Plan. Neue Brut, warum nicht? 3000 haben wir geschenkt bekommen. Wir wollen da keine deutliche Ansichten haben. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld bekommen wegen dem. Weil wir nicht wollen wissen, wo quasi die Städte sind von den anderen. Und wir können jetzt in der nächsten Runde endlich mal wieder gewinnen. Saida, mächtiger Sultan. Ja, Sultan. Gewinnen wir zuerst mit den Ungarn. Mit den Ungarn, um ihnen nachher in den Rücken fallen später. Sultan! Wie fies wir sind, hä? Sultan. Großer Tja. Sultan. Schauen wir. Mongolen! Warum haben wir jetzt wieder mehr Minus? Ah, wir sind doch dumme. Ungarn. Ja. Wir müssen auch mal Stadt erobern, das ist das Wichtigste. Da haben wir wieder... Okay, von mir aus. Da Bauern bräuchten wir eigentlich nicht. Sonst noch irgendwo noch zu viele Leute. Komm, weißt du, die zwei, da brauchen wir auch nicht. So gut sie sind, aber wir brauchen es nicht. Die auch. Kostet, glaube ich, recht viele Leute. Recht viel... Geld, Sold, Unterhalt. Was auch immer. 2 Runden noch, dann haben wir es. Der Wille des Sultans. Sultan. Gut. Das heisst, es dauert dann nicht mehr 11 Runden und so, bis man das Zeug belagert hat. Wobei, wenn sie eine grössere Stadtmauer haben, so, dann dauert es ein bisschen länger, das ist klar. Aber es dauert jetzt immer so übelst lang, wirklich. Und eine Runde ist nicht wirklich so ein halbes Jahr, also... Ja doch, aber... irgendwie geht es gleich nicht so schnell. So, speichern wir mal Let's Play Osmanen oder Türken, ist gleich. Kommt das Gleiche raus. Und ich sehe, das hat sehr viel so Rebellenstädte rum. Also genug zum Erobern, bevor man mal andere ein bisschen angreift. Jo. Die Jakmak. Wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus, aber... Scheiß drauf, wir besiegen jetzt den Jakmak. Genau, ein Ritter, der nicht haut und sticht, ist kein echter Ritter mehr. German. So. Machen wir unsere altbekannte Schlachtlinie wieder, oder? Nicht wegrennen, sind kein Feigling. Da sehen wir schon unsere Einheit am Anfang. Also, die Anchara sehen nicht so schlecht aus. Da unsere Bauern. Ja, ein bisschen coole Käppis an, wie da die vom Eurovision Song Contest, aber sonst hätte ich gerne, wenn ihr noch ein bisschen so würdet schiessen. So, der Sultan-Typ da, wo haben wir ihn? Da. Ja, schau fürchtig rein. Was bringt, ist die andere Frage. Ich habe das Gefühl, die Einheiten sind ein bisschen anders gestaltet worden, jetzt irgendwie so Panzerung her. Wow. Und ihr General sieht aus wie ein Geist. Geist. Ja, den Geistergeneral gegen uns. Okay.
Ja gut, ich würde sagen, dann rennen wir mal rein. Dann würde ich sagen, du gehst mal auf die Galerie. Du. Stopp. Du auch am besten. Du gehst so in die Mitte rein, so. Kommt Leute, ihr schafft das. Leute, wir sind im Minus, wir müssen etwas machen. Chappis, Leute, kommt. Also die Bauern können eigentlich drauf gehen, das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Ich bin ein bisschen fies, ja, aber wir brauchen Platz. Wir haben zu wenig. Das Reich muss wachsen, wir haben zu viele Leute. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Schiessen die Leute runter, doch schiessen sie runter. Leute, schiessen die runter. Und den Bug gibt es leider immer noch. Leute! Ich habe gesagt, wenn ich da wäre, schön. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Na gut. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Wir gewinnen die Schlacht. Ja, ich hoffe es. Sind unsere Reichmacher zusammenhängen, oder? Tipptopp. So, da hin, da hin. Nein, ihr bleibt da. Spinners, was machen die? Ja gut. So viel kann ich da nicht machen. Was ist mit euch wieder los? Ah, kommt. Die macht das fertig. Die Bauern sind immer noch am Fighten, das habe ich nicht dagegen. Wie viele Leute haben wir verloren? 42%. Ja komm, unsere Armee ist ja nicht gerade die beste. Wobei meine Artischaren nicht ganz so schlecht wären. Reichweite. Bald wird der Feind das erkennen und den Mut verlieren. So, kommen. Könnt ihr echt gerne da drauf gehen. Hier da drauf. So, was nicht machen da? Komm, Angriff. Gibt's nicht. So. Also schauen, dass mein Typ da nicht stirbt, das wäre ein bisschen ein Rückwurf in unserer Eroberungspolitik. Ich habe angefangen, so ein bisschen Lieblingsgeneralarmee zu haben. Allah sei gnädig. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Ja, dafür haben wir nur die Guten. Nehmt sie easy. Kommt, machen wir fertig. Ich hätte jetzt zwar nicht gedacht, dass wir die Schlacht schon gewinnen, aber es sieht ziemlich gut aus gerade im Moment. Komm schon, der Geist, der killen wir, komm. Der Geist. Geist. Chillig. So wie wahrscheinlich auch die erste Folge heißen. Krass. Einfach nichts. Also durchsichtig. Komm schon, Geist. Komm schon. Fight. Wir zwei gegeneinander. Komm. Das ist so wie ein Saladin, sonst etwas.
Unsere Feinde kämpfen mit... Allah sei gepriesen! Der feindliche General ist tot! Tipptopp. Jetzt fühlen seine Männer Und wir den sehen uns im drohenden nächsten Part. Untergang. Schön zusammen. Peace.